Die chinesische Regierung, die nachweislich Millionen Uiguren in Umerziehungslagern interniert hat, wurde von der Türkei zur Schließung dieser Einrichtungen aufgefordert. China kritisiert diese Äußerungen aus Ankara. Auch in der Kontroverse um den scheinbar lebenden Volkssänger Abdurrahim Hayit verwies der chinesische Außenminister Hua Chunying auf das von offiziellen Medien veröffentlichte Video, welches den guten Zustand Hayits belege und zeige, dass er wohlauf sei. Der Präsident des East Turkestan Information Center, Herr Karakaş, versucht erneut, die Weltöffentlichkeit vor den Intrigen Chinas zu warnen. In einer Stellungnahme erinnert Karakaş daran, wie China vor tausenden Jahren auf dem Schlachtfeld gegen die Türken scheiterte. Danach errichtete man sich durch Intrigen im türkischen Haus eine unsichtbare Macht. Auch heute bediene China sich dieser effektiven Methode, während es zugleich versuche, Kritiker aus aller Welt zu besänftigen. Karakaş verlangt Wachsamkeit von den Völkern, um kein Opfer chinesischer und jeglicher anderer Propaganda zu werden. Der uigurische Führer Abdulkadir Yapcan, der in chinesischen Lagern inhaftiert und dort Folterungen erfahren musste, wurde heute in einem türkischen Gericht dem Richter vorgeführt. Hunderte neugierige Zuschauer verfolgten die Verhandlungen, vor allem aber auch, um zu erfahren, ob der Angeklagte nach China abgeschoben wird. Yapcan, der 2016 verhaftet wurde, steht unter der Aufsicht des Hohen Kommissariats der UN. Der Europäische Auswärtige Dienst warnt nach Brüssel reisende Diplomaten und Militärs vor chinesischen Agenten. Explizit chinesische und russische Agenten seien demnach wegen subversiver Tätigkeiten verdächtig. Im Bericht des Dienstes werden etwa 250 chinesische sowie 200 russische Agenten erwähnt. Wie aus einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums hervorgeht, ist man alles andere als begeistert von den 2 entsendeten Kriegsschiffen der USA. Der britische Außenminister Gavin Williamson strebt eine Einmischung an und entsendet deshalb die britische Marine, ausgestattet mit F-35 Kampfjets, ins südchinesische Meer. Frankreich leitete erste Schritte zur Eröffnung einer liberalen Moschee ein. Vielen Muslimen ist diese Entwicklung jedoch ein Dorn im Auge. Der französische Präsident Macron kündigte bereits vergangenes Jahr die Verwirklichung eines französischen Islams an. Demnach sollen die muslimischen Institutionen in Frankreich neu strukturiert werden.